So, servus und habe ich da draußen zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Ich bin der Mike, der Esel nennt's immer zuerst, und mit mir im virtuellen Studio, Trommelwirbel, allseits, der Conny ist mit dabei. Habe die Ehre, Conny. Servus, alter Schwede. Esel, richtig schön. Geht's dir gut? Ja, wenn ich mit dir aufnehme, immer. Du schaust da verdammt gut aus, muss ich sagen. Das ist brutal, obwohl ich jetzt schon wieder eine Zeit lang überfällig bin, was am Friseur angeht. Ah, okay. Ja, du hast aber sauber umgecampelt. Und bei meinen Tagen bin ich auch überfällig. Oh, das ist dann ein anderes Thema. Ja, dann hätte ich aber zumindest mal eine Erklärung für meinen Ranzen. Wenn ihr sehen wollt, wie gut der Conny ausschaut, dann schaut's bei unseren ganzen sozialen Netzwerke oder Kontakte vorbei. Bei YouTube schaut's vorbei, da könnt ihr alle auch schon an Conny, wie schön dass er ist, und lasst uns ein Like da und ein Follow bitte. Das war ganz hilfreich. Und dann geht's gleich noch weiter auf Steady und macht sich ein Steady-Abo. Oh, dann könnt ihr eine coole Folge hören zu einem Zombie am Glockenseil zum Beispiel. Super Sache, ja. Und dann kann ich mir regelmäßigere Gänge zum Boden leisten. Oder Verhütungsmittel, wer weiß. Oder Verhütungsmittel, das stimmt. Ja, aber in der Regel schlucke ich, dann fällt nichts. Oh Gott. Wenn bis wohin. Apropos Schlucker, apropos Verhütung. Wir haben ein wenig was Erotisches gekriegt heute, oder? Ja, bisschen schon. Dank geht raus an unserer Stelle an die Bush Media Group, die uns einen Screener zur Verfügung gestellt hat zum Film Boner Lake. Bone Lake. Weird Boner Lake. Weird Boner Lake. Ist ein bisschen ein erotischer Thriller, möchte ich fast behaupten. Kommt jetzt am 6.11. ins Kino. Leute, ich habe keine Ahnung, wann die Folge rauskommt. Ist das aktuell dann oder läuft das dann schon ein paar Tage oder was weiß ich? Auf alle Fälle da. Ja, ich möchte mal hoffen. Ja, ich auch, aber ich mag jetzt nicht zwei Versprecher. Ich weiß, dass immer so aber ist mit unserer. Ja, gut, dann versprechen wir mir nichts. Ja, verspricht mir nichts, aber der Kinostart ist auf jeden Fall der 6.11. Und bereits am 15.01. haben die Mediabooks angekündigt vor der Push Media Group mit 4 unterschiedlichen Cover-Artworks und teilweise ganz starken Limitierungen. Und mir erzählen euch jetzt ein bisschen was über das Teil. Zumindest der Kani erzählt euch jetzt einmal, um was in diesem erotischen Thriller geht. In dem erotischen Thriller, da verfolgen wir das Pärchen Diego und die Sage, meine ich, hat's geheißen, oder? Ach, mit Namen, was das hier? Ja, ich weiß, ich glaube Sage hat's geheißen. Namen Pophamen. Popherzen. Die wollen einen romantischen Urlaub verbringen in einem schönen Häuschen an einem See namens Boner Lake. Und verrückt wie es ist, wie es hergeht mit der Online-Bucherei, ist das Haus doppelt belegt. Und der Will und die, wie uns sie sind, sind. Ich muss jetzt wirklich einmal die Ding her da. Ich sehe den Namen, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Ich weiß nicht mehr, wie der Ruflaut war. Ich sage jetzt einfach mal Zen. Wie ist denn der Hofname? Wie ist der Hofname, ja? The Sage oder Gin? Gin. Wie es gesoffen meinst. Ja. Dann sag ich Sinn und du sagst Gin. Passt. Okay. Und dann soll ich in den Kommentare erschreiben, wie es richtig heißt. Und dann soll er gerne ein Abo machen. Genau. Wenn er schon das Internet in der Hand hat. Eben, wenn du schon das Internet in der Hand hast, dann machst du ihm gleich ein Abo. Dann machst du mir was Gescheites damit. Ja, wie gesagt, mit dem ganzen Internet und so ist selber ein Problem, und dann hast du eine Doppelbuchung vom Haus gemacht, gell? Und dann entscheiden sie die aber. Ja, Barbarian gefällt das, oder? Ja, genau, Barbarian gefällt das. Gerade ist hier nicht annähernd so ein gut aussehender Herr in dem Haus, wie es bei Barbarian der Fall war. Ja, die sind sich aber irgendwie dann ein bisschen unschlüssig, wie es jetzt damit umgehen sollen, und kommen aber dann auf die Idee, hey, passt auf, machen wir es einfach so, wir bleiben jetzt alle 4 in dem Haus, das ist groß genug. Und dann schreiben wir Beschwerde mehr oder weniger danach, dass wir ein Ding kriegen, ein bisschen ein Geld wieder außer für dieses Malörchen, und haben einfach trotzdem eine gute Zeit. Das gesagt, getan. Die 2 Pärchen wuseln dann da drin umeinander und freunden sich ja recht gut an. Die Sin und die Sage verstehen sie äußerst prächtig. Der Will und der Diego auch. Und irgendwie ist aber da ein bisschen was im Busch mit dem Will und der Sin. Die treiben da immer ein wenig alleine bei dem anderen Pärchen und ziehen ein paar nicht so koschere Sachen ab, bis sie am Schluss das Ganze entspinnt und aufklärt, und man denkt sich, Sackelzement, das habe ich ab dem ersten Moment gewusst.
Ja, so schaut's aus. So schaut's eben aus, ja. Mikey, ja, wie ist denn dir gegangen? Gehen wir mal, also wir werden ja auf alle Fälle spoilern, das haben wir jetzt gleich wieder mal vorweg mit raus, weil sonst kannst du über den Film nicht wirklich reden, wenn du nicht spoilerst. Aber wie ist denn dir gegangen? Wie schnell bist du irgendwie dahinter gestiegen? Ja, schon sehr früh. Also er präsentiert jetzt quasi nicht irgendwie was Neues. Und wer schon mal die letzten 30er irgendwann einmal einen Film gesehen hat und eins ein bisschen zusammenzählt und vor allem auch die Mechanismen ein bisschen dann mitkriegt, wie das Alpha-Pärchen, das andere Pärchen immer versucht voneinander zu separieren und dann zu gaslighten und ein bisschen zu beeinflussen und so. Dann sagst du, ja, ich kann mir das jetzt schon ungefähr vorstellen, auf was das ausläuft und auf das läuft es dann auch aussehen. Da ist er jetzt weniger raffiniert, als der Film vielleicht meint. Das stimmt, das möchte er gern sein, aber das macht er. Ja, mir ist es auch so gegangen. Wie du schon sagst, der möchte echt, glaube ich, unheimlich raffiniert sein, aber das ist in meinen Augen kein Augenblick gewesen. Ja. Das war mir alles zu stumpf irgendwie. Das war so richtig mit der Keule ins Gesicht. Ah. Vom ganzen Aufbau her war das alles so blöd gemacht, das hätte man raffinierter machen können. Ja, das stimmt. Vor allem, ich habe mir nur gedacht, ich habe es in unserer Podcast-Gruppe eingeschrieben, der Film, der hat nach die ersten 3 Minuten schon 2 von unseren 3 Ts erfüllt. Und das ist Wahnsinn. Ja, der Anfang ist schon super stark und dann gibt's erst so Manhunt-Movie-Vibes ein bisschen. Und ich habe mir schon gedacht, hey, ja, das wird jetzt weitergeht, wird das cool. Und dann ist es aber leider so, dass der Film ganz schön die Handbremse anzieht. Aber ist ja oftmals nicht schlimm, weil oftmals wird man dann entschädigt mit einem coolen Payoff oder so. Nur in dem Film ist es leider so, dass du ganz schön schnell draufkommst, wo da der Hase langläuft. Er hat zwar dann noch irgendeinen so einen Twist gegen Ende, den müssen wir jetzt, weiß ich nicht, ob wir den jetzt wirklich dann verraten, so, wem das Haus gehört, so ungefähr. Aber wie gesagt, das reißt dann auch nicht mehr so krass raus. Nein, nicht wirklich. Aber es gibt zumindest schon noch mehr einen Payoff am Ende. Also das muss man lassen. Auf jeden Fall. Und sie haben sich ja ein paar Sachen dann einfallen lassen. Wobei, sagen wir es, erotischer Thriller. Man sagt, wie gesagt, einmal so am Busen und so. Und ich habe mir dann gedacht, ja cool, jetzt wenn das dann, ich habe ja schon gewusst im Vorfeld, dass ein bisschen sexy wird, das Ganze, aber es ist dann doch brutal mit angezogener Handbremse. Also auch wenn da mal gemaust wird oder so, die haben schon auch immer was an und es ist nur immer so, dass man sagt, okay, gut, das ist ein amerikanischer Film, wenn jetzt der Film irgendwo am Arsch der Welt gedreht worden war und nicht gerade in Amerika, was nicht Europa oder was weiß ich. Minderjährig und man hätte alles gesehen. Ja, hätten wir alles gesagt, das stimmt. Dann war das wahrscheinlich ein wenig freizügiger gewesen, wenn du sagst, Finnland oder irgendwie so. Weil es gibt ja für mich, oder haben sie auch versucht, weiß ich nicht, auf diesem Hype von Speak No Evil ein bisschen so mit zum Reiten, so wie lang mache ich was mit, bis ich dann einmal was ja, genau, und das hat er mir auch die ganze Zeit an das hat er mich die ganze Zeit erinnert, weil man nämlich auch genau das gleiche gedacht habe, wie beim Originalen von Speak No Evil. Wie beschissen dumm seid ihr eigentlich die ganze Zeit? Ja. Also das ist wirklich genauso wie bei Speak No Evil, was du sagst, das ist in meinen Augen jetzt schon total unglaubwürdig, dass man sich so gefallen lässt in meinen Augen. Also natürlich gibt's 100%ig Menschen und die das mitmachen und die sich fake gefallen lassen. Das kann man natürlich auch immer als Argument bringen, dass jeder Mensch anders ist und anders reagiert, aber beim Film ist es halt in meinen Augen irgendwann einfach nur noch nervig, wenn du denkst, okay, es ist noch krasser und natürlich lassen wir uns das auch wieder gefallen und dann klaut er den Ring und nimmt selber her für Heiratsantrag. So, holt's doch euer Maul. Da beim Film in meinen Augen ist das Argument, ja, jeder Mensch ist anders, das ist zwar immer schön und gut, aber bei so einer Art von Film müssen die halt doch vielleicht einmal ein paar Dramaspitzen oder so, sag ich jetzt mal, mit einbauen, in denen sie die Figuren dann einmal wehren. Damit vielleicht ein bisschen, weil so war es dann einfach nur, es wird immer eine krasse Situation geben und sie werden nichts tun, bis irgendwann am Ende entweder umgebracht werden oder sie dann doch noch retten können. Ja. Aber den ganzen Film über weiß ganz genau, dass niemals irgendwie was zurückkommen wird und das macht es in meinen Augen langweilig. Ja, wobei sagen muss auch, die Sage, die kommt ja dann, glaube ich, wegen eher drauf und ist dann eher so, die dann dagegen rudert. Aber der Will, das ist ein richtiger Lappen. Das ist so eine von den Figuren, wo man wieder bei Speak No Evil... Diego ist das, an Diego meinst. Weil der Will ist der vor dem anderen Pärchen. Ach, der Will ist der Alpha, der Diego, stimmt. Scheiß mit Namen, verdammte Kacke. Ja, auf jeden Fall ist ja der totales Würstchen und sie ist halt dann doch noch eine, die dann eher noch das draufkommt oder das hinterfragt. Aber der andere denkt sich nur wieder mit dem Schwanz.
und lässt sich dann da bezirzen und so und sagst, ja, was ist mit dir schon wieder los, du wieder Pisser. Und dann ist aber nicht einmal so, dass du sagst, ja, er ist jetzt da der Stelzbock, sondern er bleibt ja in jeder Phase des Films ein totaler Lulli. Ja, der ist wirklich eine richtige Gurke. Das ist, also ich hab's mir auch die ganze Zeit gedacht, also bitte lass zumindest einen halberten Hoden oder selbst wachsen. Was ist denn eigentlich los mit dir? Ja. Also man muss halt einfach mal was die treiben mit dir, mit deiner Frau, mit euch insgesamt, mit einer Beziehung, da muss ich irgendwann einmal sagen, hey, jetzt ist hier aber gleich, weißt schon, hier keine Gewalt, das befürwortet man mir nicht, aber jetzt gibt's gleich Gewalt. Ja, und es ist ja so, dass sie ja auch sein Leben finanziert. Er ist wieder einer von denen, die sich da so zurücknehmen. Und er schreibt ja so ein tolles Buch. Und dabei steht nicht einmal seine Frau wirklich hinter ihm. Und sie finanziert die Familie und den Urlaub und so und Ding. Und ja, es ist ja schon diese, ja, so quasi er ist derjenige, der sich von seiner Frau aushalten lässt und ja. Da er mit seiner Männlichkeit zum Kämpfer hat. Richtig, so richtig, du kennst die aus. Weil du weißt es ja, das definiert einen Mann. Eben. Es gibt keine anderen Grundsätze, die Männer definieren. Nur das kann ich meine Frau finanzieren oder finanziert sie mich. Richtig. Und in dem Moment, wo sie auch nur 1 Euro mehr verdient als du, sofort entmannt. Ja. Und ich finde es halt auch nicht schlecht, dass man sagt, okay, das zerrüttete Verhältnis haben sie ja. Ehepaar haben sie ja nicht, weil die gibt's ja erst dann an, also das Liebespaar, in Anführungszeichen, die haben sich auch schon ein bisschen entfernt voneinander, emotional, körperlich, liebestechnisch. Und man gespannt, okay, sie brauchen diesen Urlaub jetzt, dass sie eben wieder zusammenfinden und so. Unbedingt, weil sie nämlich schon lieber einen Duschkopf hergenommen hat als sie haben, gell? Ja, genau. Und sie sind eben schon sehr beeinflussbar und das nutzen halt dieses Alpha-Pärchen total aus. Wie gesagt, es gibt dann schon ein paar so Charakterentwicklungen und so. Aber bis er mal so weit kommt, braucht er schon sakrisch lang. Ja, und prinzipiell finde ich, haben sie eigentlich eine gute Ausgangssituation für den Film an Grundprämisse und auch von den Figuren her. Die waren in meinen Augen schon interessant geschrieben gewesen, dass man da wirklich ein gutes Drama draus machen kann, aber da verlauft es sich in meinen Augen irgendwann in totale Larifari-Sachen. Das ist dann alles so, da hat schon 100-mal gesehen, da ist nichts Besonderes dahinter, die Figuren verhalten sich dann alle, wie man es auch schon 1000-mal gesehen hat. Also er bringt dann in meinen Augen überhaupt nichts Eigenes mit ein. Ja. Und verschenkt echt unglaublich viel Potenzial. Das Einzige, mit dem man halt dann kurzzeitig mal glänzen kann, sind halt dann ein paar Schauwerte, ob sie jetzt eben in Richtung nackte Haut gängen oder in Richtung ein bisschen Gewalt, aber die sind halt wirklich so spärlich gesät, dass er für mich nicht mehr viel zum Bieten gehabt hat, der Teufel. Es ist immer so, dieses Supernatural-Problem. Wenn sie ein Paar irgendwas verschweigt, was gerade erlebt hat, das ja dann 10 Minuten später um die Ohren fliegt. Das ist halt immer so dieses, wenn die Leute eigentlich miteinander schmatzen taten, oder auch wenn, es geht beim Paar ja eigentlich einmal davor aus, bei bestimmten Situationen, dass man auch mit drüber redet und dann Sachen nicht verheimlicht und die dann peinlich aufkämen, dann werden manche Situationen in dem Film eigentlich hinfällig gewesen. Ja. Das ist immer dann sehr schade. Vor allem so, wie wir da schon gesagt haben, die werden ja dann so extrem eigentlich von den anderen beeinflusst. Das war das Erste, was ich mir denke, wenn mir einer irgendwelche Geschichten erzählt, dass hey, deine Frau, die wollte mir da am Deppen hingelangen und was weiß ich, dann war das Erste, dass ich zu ihr hingehe und sage, hey, wolltest du dem am Deppen hingelangen? Ja. Das sind so extreme Dinge, wo du sagst, ja, da muss ich doch einmal was sagen. Das ist doch, deswegen sage ich finde das alles völlig unglaubwürdig, wie sie die verhalten. Ja. Wie bei Speak No Evil. Also egal, ob es jetzt ist, dass sie sich wehren oder in dem Bezug, was du sagst, dass da mal miteinander reden. Ich finde das einfach wirklich nur Mittel zum Zweck. Ja. Oder wo sie diese Jin da recht freizügig gibt und sagt, ja, sie hat jetzt da wohl er soll ihr Unterwäsche raussuchen aus dem Koffer und so, weil sie hat jetzt gerade nichts, also ihre Kontaktlinsen hat's verloren und so, sie braucht ein bisschen Hilfe. Ja. Da wo ich dann wirklich sage, wenn ich zu meiner Frau ein wenig eine anständige Beziehung habe und sage, hey, das war jetzt total seltsam. Hey, die hat ihre Kontaktlinsen verloren, jetzt habe ich die Unterwäsche ausgesucht, war seltsam. Einfach mit drüber geredet und fertig, weißt du? Ja. Aber das wird dann wieder alles verheimlicht. Dann, vor mir ist er auf mir draufgesessen, hey, das gibt's ja gar nicht. Was er denn da soll. Ja, echt. Und im Gegenzug sagt dann sie, ja, das war jetzt voll komisch mit deinem Mo, weil der war jetzt bei mir da drin und der hat nur ein bisschen meinen nackten Körper gesehen. Man denkt, ja, das ist jetzt ein bisschen faul. Ja, ist richtig faul. Nein, ich muss sagen, also ich war jetzt nicht so überzeugt von dem Bone Lake. Ja. Ich hab auch da leider keinen Boner nicht gehabt. Nee. Also Boner Lake hält nicht, was er verspricht im Titel. Leider nicht. Und ich habe jetzt gehört, der ist ja im Fantasy Filmfest gelaufen
Und da hat die Regisseurin anscheinend einen wilden Ritt versprochen, den ihr Film da darstellt. Und so wild ist der Ritt leider nicht. Na, da hat es anscheinend noch keinen wilden Ritt gesehen, wenn es das schon als wilden Ritt bezeichnet. Die gute Mercedes Price Morgan. Cooler Name, oder? Mit auch so heißen. Ja, der ist auf alle Fälle, also der Name von ihr ist cooler als ihr Film. Hast du von dir irgendwas anderes gesehen? Wollte ich dich gerade fragen. Nein, ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Erstlingswerk ist oder irgendwie. Nein, die hat vorher noch Spoonful of Sugar und Fixation gemacht und dann einige Musikvideos, Kurzfilme und bei Fernsehserien mitgewirkt. Nee. Aber war jetzt nichts dabei, das mir irgendwie was gesagt hätte. Na, vielleicht kommt noch was. Also Potenzial ist definitiv da, weil der Film hätte ja ein paar coole Ideen und ein paar coole Einstellungen mit drin. Ja. Aber es ist einfach alles ein bisschen verschenktes Potenzial. Ein bisschen langatmig das Ganze und ja, ein bisschen mehr Pfeffer hätte im Ganzen schon nicht geschaut, sagen wir so. Ja, da der sagen. Es ist ja, wenn man so die Cover anschaut, also man erwartet ja überhaupt nicht das, was man dann kriegt, wenn man die Beutel sieht, wie das eine, wo das Cover in der Mitte vom See praktisch getrennt wird und dann ist der ganze See voll mit Totenschell und obendrauf sitzt eine Frau mit Bikini. Ja. Und aber die anderen Beutel, meine, sind dann Skelette beim Fellatio, aber ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das irreführende Werbung, hätte ich behaupten. Ja, die haben nicht wirklich was aus diesem Lake rausgeholt im Film. Also das Marketing, ich habe jetzt auch gemeint, eben wie es geheißen hat, ja, der ist im Fantasy Filmfest gelaufen und ist nicht schlecht. Okay, mal bei den Leuten. Und dann denke ich mir noch so, ja, mal schauen und Bone Lake und das Cover, das Poster habe ich eben gesehen. Dann haben wir gedacht, das ist bestimmt ein Slasher mit, weiß ich, vielleicht auch mit irgendwas Übernatürliches mit drin. Ja, und das Intro halt dann noch dazu, wo man auch gedacht hat. Das Intro dazu. Geil, jetzt wird so, wie du schon gesagt hast, es wird so ein Manhunt-Ding, auf das hätte ich weil ich habe keine Inhaltsangabe gelesen oder Trailer geschaut, nichts. Und dann haben wir gedacht, wow, das war jetzt cool, vor allem eben auch, am Anfang eben, wie wir schon gesagt haben, da ist ja gleich 2 von 3 Ts erfüllt und das männliche T wird ja dann gleich mal sauber mit einem Armbrustbolzen oder mit einem Pfeilbogen malträtiert. Da haben wir gedacht, ja geil, her damit, mag ich, sauber ein Manhunt im Wald draußen, so ein Backwood-Slasher haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und dann schaue ich in die Gurken zu, wie es da versuchen, irgendwie großartig Intrigen zu schmieden und bin einfach nur gelangweilt. Schwierig. Also man hätte sich da schon ruhig ein bisschen mehr auf diesen titelgebenden Bone Lake ausweiten dürfen. Das hätte wirklich Potenzial gehabt und Ding, aber naja, das, was sie dann wirklich daraus gemacht haben, da ist noch Luft nach oben. Da die auch sagen. Also liebe Mercedes Price Morgan, schöpfe dein Potenzial voll aus. Ja. Mike und ich, wir glauben an dich. Ja, wirklich, da ist Potenzial da, du schaffst das. Bone Lake 2 muss richtig rocken. Ja, diesmal mit einem übernatürlichen Element mit drin oder so. Oder nur genau, Backwood-Slasher mit übernatürlichen Element, richtige Hardcore-Erotik-Szenen drinnen. Volles Programm hier. Wir werden sehen. Conny, wie schaut es jetzt bei dir aus? Darfst du bei diesem Film irgendwas ändern wollen? Nein, der ist ja perfekt so. Ach so. Ja, das ist ja recht. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich wenn irgendwas ändern darf bei dem Film, dann darf ich gleich mal den Anfang weglassen. Das darf ich gar nicht her tun. Und dann dieses Pärchen, diese 2 Pärchen in dem Haus drinnen wuseln lassen. Damit es dann nicht schon damit man halt überhaupt nicht weiß, wo man da überhaupt eingeschmissen wird in dem Film. Weil wenn jetzt der losgegangen war mit dem, dass die da in das Haus kämen und das ist doppelt gebucht, dann kennst du erstmal überhaupt nicht aus. Ja. Und durch das Intro, was da war, weißt du sofort, es geht darum, dass da irgendwelche Leute sind, die Pärchen umbringen. Das war sofort klar und da die anderen dann kämen und sagen, ja, mir sind wir da zufällig eingebucht worden, die sind so suspekt, du weißt sofort, was bei dem Film Sache ist. Lass einfach das Intro schon mal weg, lass die an den Will und die sind nicht so komisch auffällig sein und dann kann der Film vielleicht zumindest über die Hälfte von der Spielzeit ein wenig an der Nase rumführen, bevor du das durchschaust. Das darf jetzt ich ändern, ja. Und mach einfach 80 Minuten. Es ist einfach immer 80 Minuten, Freunde. Wisst, wie weit das man gehen kann mit eurem Filmmaterial und macht's nicht irgendwie hirnlos 1 Stunde 45 gehen und sagt ja, mit 80 Minuten hätt's locker auch da. Es macht mir einfach so.
Conny, wie schaut's denn aus? Was ist denn dein Top in dem Film? Ja, schwierig. Jeder hat als Top da dann den Schluss mit der Kettensog. Das war cool. Ja. Das war cool, dieses guter Effekt und schön blutig, das nehme ich mit. Das ist mein Top. Ja. Und mein Flop ist wirklich so diese Pseudo-Raffinesse, die der Film hat. Weil, der kommt sich so gescheit vor, sage ich jetzt einfach mal, um es wirklich mal einfach nur blöd zu formulieren. Er kommt sich so gescheit vor, ist aber am Ende eigentlich total blöd, was diese Raffinesse angeht. Das nervt mich. Das hat mich richtig genervt. Über den ganzen Film hat mich das furchtbar angekotzt. Was denkst du? Okay. Wieder Oberthema. Mike, verzeih du. Was dein Top, die Floppy? Mein Top ist eigentlich so das letzte Drittel. Das fand ich dann cool, weil er ja durch die Durststrecke dann überstanden ist mit recht seltsamen Entscheidungen im Drehbuch und seltsame Entscheidungen vor die Figuren. Aber so das letzte Drittel ist dann so eigentlich das, was ich vor dem Film so ein bisschen erwartet habe, dass die zwei Parteien dann aufeinander losgängen und dann wird's auch ordentlich blutig und es sind ein paar wirklich schöne Sachen dabei, ein paar gute Ideen, die auch zünden und das fand ich stark. Und ich sage jetzt einmal, am Anfang lasse ich mir ja auch noch, aber dieser Mittelteil, dieser komplette Mittelteil ist Apps, wo ich sage, das fand ich schwach. Dieses Separieren von die Pärchen, dieses Durchmischen und wo es dann da rauskommt, das war schwach inszeniert. Mhm. Da hätte man auch so viel mehr daraus machen können, wie man was verstrickt und wie man manche Figuren dann auch entscheiden lässt und so, das fand ich eher schwach. Ja. Genau. Aber das letzte Drittel fand ich gut. Da habe ich eigentlich das so gekriegt, was ich wollte. Ja, eigentlich so ab dem Moment mit dem inszenierten Streit. Mhm. Oder? Ja. Das kann ich auch mitgehen. Also ab da kann er die dann nochmal ein wenig einfangen, aber leider ist da schon zu viel Zeit vergangen. Das ist das. Das ist ja das, was dann so den Normalo-Film von einem guten Film ein wenig so die Spreu vom Weizen trennt, dass du sagst, ja okay, am Schluss aus hat er sie dann gefangen, aber schaust dann halt dann nochmal an, und ich lasse den ersten Part vom Film nochmal über die AG, ist halt dann immer schwierig. Leider. Das stimmt, ja. Conny, unsere 3 Ts haben wir schon gesagt. Haben wir mit Titten. Titties sind am Start, ja. Sehr cool. Haben wir Trompeten. Trompetas am Start. Schmerzlichen Dank. Haben wir mit tote Tiere? Nein, haben wir glaube ich keine, oder? Nein, habe ich auch nichts gesehen. Was ich auch noch sehr geil fand, nach diesem Hodenkill, sagt man ja dann dieses tote Paar nochmal so aufgereiht, wie in so einem Gemälde. Und das fand ich auch stark. Ja. Das war ein geiles Bild. Da habe ich mir auch gedacht, macht's halt da mehr draus. Das ist cool. Das zündet. Riesiges Potenzial, aber leider nicht ganz ausgeschöpft. Genau. Naja, was soll's machen? Kannst du machen, nix. Vielleicht bringt ja Bush Media wenigstens bei 4 Mediabooks geile Cover außer, weil so zum Beispiel die 2 Poster, die ich vorher erwähnt habe, die schauen echt gut aus. Ja. Da sagen, ja, okay, wenn jetzt der Film mich schon assoziieren kann, zumindest die Cover kennen's. Auf jeden Fall. Und da man Mediabooks ja original verpackt lässt, ist ja wurscht, was der Film kann. Da ist ja egal, was für ein Booklet drin ist. Oder überhaupt Discs drin sind. Ich habe jetzt erst ein Mediabook aufgemacht von dem, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, Witchcraft, glaube ich, von Astro. Von Astro, und da waren keine Discs drin. Mache ich auf, schaue ich ein, keine Discs, schreibe ihm Oliver Kregel, sagt, er wird sich darum kümmern. Ein halbes Jahr später habe ich mir wieder geschrieben, jetzt antwortet er mir nicht mehr. Also, das ist schwierig. Der hat auch gemeint, das Ding ist limitiert auf, glaube ich, 170 Stück oder so. Der hat auch gemeint, das Ding macht doch niemals jemand auf. Bist du eigentlich der Fehler in der Geschichte? Ich bin der Fehler im System. Ich bin der Mediabooks aufmacht. Ich Depp. Wahnsinn, wie blöd kann man sein. Richtig. Ich bin eigentlich selber schuld. Ich kehre ja verarscht. Das stimmt. Ja, also Leute, ab 6.11. im Kino, Bone Lake, und ab 15.01. gibt's die Mediabooks. Schaut's mal vorbei. Wenn euch das jetzt, was wir mir gesagt haben, nicht abgeschreckt hat, man soll jetzt sowieso immer selber seine Meinung bilden über alles sehen. Ich habe, wie gesagt, bei Letterboxd schon ganz viele gute Bewertungen gesehen. Schaut es euch selber an. Ganz einfach. Das ist wichtig, ja. Richtig. Lasst euch nicht von irgendwie Hans Wurst im Internet sagen, was gut und was schlecht ist. Ja, vor allem die, wo bayerisch reden oder so, und meinen, sie sind die großen Filmnerds. Ja. Die Volldeppen, die. Ja, Wahnsinn. Genau. So peinlich, das ist echt Wahnsinn. Aber das ist so der Klassiker von weißen Mann mittleren Alters, dann weiß er nicht, was er da soll, macht einen Podcast und redet gescheit daher. Um über Filme reden zu können, sollte man doch studiert haben.
oder? Das stimmt, ja. Und bitte nicht lachen dabei. Überhaupt nicht. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal auch an die Push Media Group, die uns freundlicherweise den Screener zur Verfügung gestellt hat. Sehr nett, sehr freundlich. Von mir auch, riesige Potato. Auf jeden Fall, vielen Dank. Riesige Potato. Und auch bei euch da draußen, vielen Dank, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt und habt bei uns gelauscht. Wir wünschen euch viel Spaß im Kino. Und vielleicht schreibt uns ein bisschen in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja im Fantasy-Filmfest schon gesehen, den Film, und könnt da ein bisschen einen Senf dazugeben. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Nicht vom Boner Lake. Aber hallo. Von dem, wir sind mit der Boner-Podcast. Aber hallo, lecker. Keine Folge ohne Rohr. Aber hallo. Conny, es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Bussi, bussi, ciao. Bussi, bussi, wiederschauen. Servus und habe die Ehre da draußen.